Als Hummerl sieht, dass Kathi grad wegen ihrer so viel bei der Leni gewesen ist und wird wieder gut mit ihrer. Wie ein Wirt sein Aushilfskächen spannt, dass mit ihm nicht anbandeln kann, möcht's zuerst alles hinschmeißen. Aber danach besinnt sie sich wieder und bleibt ihnen stehen. Der Hubert richt das Handy von seiner Alten nicht gescheit ein. Also dass derer sein Fratzen nicht erkennt, sondern schät ihm das ein. Das muss er nachher schließlich ausbessern. Die preußische Wirtsdirn, der Sarah, seine warme Schwester, wird von der Leni nach Frankfurt heimgefahren. Die bringt nachher einen Hummerl, eine Henne, aber das Viech vertragt sie nicht mit den anderen im Hennenstall. Und drum geben sie es der Sarah. Aber da reißt's wieder raus und kommt zum Vogelhof zurück. Und das Bärli tat's gern schlachten. Kathi zieht einen ausgeschämten Fetzen an und möchte damit ihren Jamsterer überraschen und zapft sein Handy an, dass weiß, wo er bleibt. Der kommt aber dahinter und dreht den Spieß um. Der Fanny, sein preußischer Stiefsohn, scheucht die Spinner. Und Sarah möchte ihm das mit einer großen Vogelspinne austreiben. Aber dabei, da schrickt sie selber so, dass gleich der kommt. Die Uschi ist zuerst dagegen, dass der Hubert mit Thomas Winkler eingeschlagen hat, dass ihm ein Viertel von der Brauerei gehören sollte und dass er auf die Weise eine Sperrminorität hat und mitreden kann. Aber sie lässt sich von dem überzeugen und ist schließlich auch dafür. An Rolli, sein preußische Gspusi, kocht einen Rauschgifttee nach einem Rezept von Michi seiner Uri, die wo eine Kräuterhex gewesen ist. Der Rolli traut der Geschichte nicht und sauft aber mit. Und danach führt er sie im Dorf auf, als wie ein blöd gesoffener Volldepp und macht sie zum Gespött von ganz Lansing. Das möchte er aber kein zweites Mal nicht machen und drum hält sie ihn für einen lätscherten Lärmsierter.